So, und weiter geht's. Wir brauchen jetzt 2 Tagesrennen. Ich könnte eigentlich wirklich die Drifts machen. Aber wir wollen ja Kohle kassieren. Und dass wir schon vorbereitet sind. Wir müssen vorbereitet sein für die League. Ich habe endlich den Grill in den Camaro eingebaut. Er sieht jetzt langsam wieder so aus wie früher. Brauchst du noch Hilfe? Danke, aber ich glaube nicht. Der Rest ist vor allem kosmetisch. Der Wagen bedeutet hier viel, ha? Ich weiß noch, wie Papi mit mir zum ersten Mal über den Raceway gefahren ist. Ich war damals... Ja, die Geschichte kennen wir schon. Es wiederholt sich, weil wir in der Story noch nicht weitergekommen sind, es weitergemacht haben. So. Ich merke auf jeden Fall nichts von der Ladescreen-Verkürzung, nur eine Verlängerung. Und wir fahren wieder 3 Runden, wer hätte es gedacht. Unsere Gegner sind, einer ist Chicago, persönlich, Clio, der Ebola, der Ace, Evi, Cruz und Spencer. Sehr skurriler Namen heute am Start. Der Renault Clio überholt mit einem Mitsubishi Evo, Chicago und Ebola setzt auch noch einen drauf. Aber wir sind nichtsdestotrotz in Führung, währenddessen alle irgendwie synchron driften. Jetzt jumpen wir eine Runde. Oder bleiben wegen dem Ampelstund am Boden. Und schon haben wir die Führung richtig aufgebaut. Ebola fällt auf den 6. Platz. Jetzt ist er wieder 5. Chicago, bleibt auf dem 3. Platz in Renault Clio. Kommt uns ein bisschen näher. Aber auch nicht viel näher. Jetzt fällt er sogar noch zurück. Renault Clio wurde kurze Zeit von Chicago überholt, aber das hat sich dann auch wieder geändert und wir machen den Rasenmäher. Chicago fällt auf den 4. Platz, Ebola ist dicht hinter ihm. Und Ace überholt den Renault Clio und Chicago auch noch mit. Oi, 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 oi. Was hat sich da... Oh, Ebola ist vor Clio. Wow, wow, wow. Das geht richtig ab. Ich schaue hier die ganze Zeit, wer von denen auf welchem Platz ist und konzentriere mich gar nicht mehr auf die Strecke. So schnell kann es gehen. Chicago hat aufgeholt. Eieieiei. Donnerwetter. Der will's wissen. Der will sowas von wissen. Ja, Chicago kommt ganz gut weg, würde ich mal behaupten. Spencer ist natürlich das Schlusslicht und schlechthin. Und wir haben soeben das erste 260er Rennen gewonnen. Für die Tagesmission. Also, Racing-Mission. Chicago hat noch schön aufgeholt. So. So easy going. Er hat eine Zeit hingelegt.
180, wollt ihr mich verscheißern? 240, ich brauche ein 260er Rennen. 260er Rennen. 260er Rennen. Wo hat es die noch? Hier. 26.000 reichen. Das gefällt mir. Jetzt schaffen wir sie nicht. 306 zu kommen. Ich denke mal bergab sollte das gar kein Problem sein. Komm, probieren wir es bergab. Drei Nitros sind aufgefüllt, Verkehr ist optimal. Und dieser Wagen habe ich gerade gestört dabei. Repariert sich jetzt eigentlich unser Wagen selber wieder? Oder muss ich irgendwas aktivieren? Hab über den Plan nachgedacht. Den Plan? Das Lagerhaus. Haha, sehr witzig. Bin ganz Ohr. Ich finde, wir brauchen Decknamen. Ach ja? Ja. Ich hab's nicht so mit Decknamen. Oh, Aber such du dir ruhig einen aus. okay. Oh, willst du wirklich keinen? Nein, echt nicht. Weißt du was? Ich mache eine Liste und schick sie dir. Nur für den Fall. Danke. Cool. Wie repariert sich jetzt eigentlich unser Wagen selber? Oder gar nicht? Nein. So, let's fucking go. So, let's go. Chicago ist auch wieder am Start. Ebola auch. Und in der ersten Kurve gibt es schon Gedränge. Chicago fährt irgendwie zu den angenehmsten Wagen von allen. Aber dich schnapp ich mir noch. Jetzt, dass du eigentlich ein gutes Auto hast. Okay, mein Skyline? Nee, nee. Kommst du nicht an. Aber wenn du Kurven so hart sagst, deinem M5. Ah, wir fahren einen Rundkurs. Du kommst mir immer schön nahe mit dem M5. Das ist aber so berührend. Spätestens in der Kurve nicht mehr. Okay, in diesem Rennen sind sie nicht schlecht.
So, und wenn es dann wieder bergab geht, dann holt er mich schon ein bisschen auf, weil ich hier zu wenig drifte. Okay, er ist sogar durch meinen blauen Rauch gefahren noch. Den blauen Rauch hat er als Animation noch gesehen. Krass. So, alles Nitro rauswasten. Warum fahren eigentlich die Autos hier sowas von lahmarschig den Berg hinauf? Warum ist das so? Dass es einen Unterschied gibt, physikalisch, ja, aber nicht so grob. Minimal. Ich möchte sich 30, 40 km Unterschied. Das geht nicht. Ebola ist Dritter geworden. So, und jetzt direkt einmal zur Kampagnenmission. Hier nehme ich die Abkürzung. Und dieser Baum ist aus Beton. Aber der da auch. Okay, nicht alle Bäume sind aus Baum, Holz zum Umrahmen oder aus Plastik. Da gibt es auch noch richtig realistische Bäume da, wo das Baum stärker ist als das Auto. Lass mich raten, 300. Ne, 290. Offroad, okay. Hier fahren wir einfach straight durch. Ohne irgendwie Punkte zu machen. So, sind wir bald da? Da muss ich ganz hinauf auf den Berg. Ne, wir sind gleich da. Gut. Das Auto ist gerade da gespawnt. Auf die komischste Art und Weise, wie ein Auto spawnen kann aus der Luft. Es wurde per unsichtbaren Helikopter dorthin geplant. Oh, hier ist ein Flamingo. Start. Mission gestartet, Party Crasher. In der Nacht. Ich sehe schon den Fail. Polizisten sind am Tag im Dienst meistens und nicht in der Nacht. Da bist du ja. Das sind Haley und Manta aus der League. Hallo. Legen wir los. Es gibt ein PR-Event für den Showdown beim Observatorium. Sämtliche Medien sind da. Wir crashen die Party, erregen Aufmerksamkeit, locken die Kameras bis zum Lagerhaus und sorgen für Schlagzeilen. Können wir jetzt los? Ich fahre mit dir. Ich habe gerade noch ihren Nissan gesehen. Aber sie fährt mit mir im Auto. Oh, Schätzchen. Sind die wieder vereint? Und unser Bratan auch da. Mhm.
Erster werden wir. Unfassbar, dass wir mit der League fahren. Das ist sowas von krass. Hey, sieh mal, ich habe die Nachrichten auf meinem Handy. Wir haben schon eine Reporterin vor Ort. Dodge und Corvette. Zwei übelst geile Autos, gegen die wir fahren. Ist die Straße nicht breit Nein, genug? ist sie nicht, wenn du so komisch und hässlich driftest. Führ dich nicht auf wie ein Superstar, bist es nämlich nicht. Jetzt geradeaus. Ganz sicher? Jetzt heben wir ab. Heat Stufe 3, das wird... Ich glaube, es funktioniert. Ja, das ist eine Nachricht wert. Wink Ciao Ciao mal zu. Wie wär's, wenn wir die Hände am Lenkrad lassen? Der Schaden ist doch so schon groß genug. Du gönnst einem auch überhaupt keinen Spaß. Alles klar, der Nachrichten-Heli folgt uns. Und jetzt schön lächeln. Ja, bestimmt. Ganz schön lächeln. Oh, sah eh nach einer öden Party aus. Ihr habt fast meinen Wagen Ciao, ciao. erwischt. Hey, ciao, ciao. Das nennt man präzise. Geht's allen gut? Ja, ist okay. Ein paar verschüttete Drinks, aber keine Verletzten. Wie sieht's bei euch aus, Rivera? Ich find schon raus, wo du wohnst. Das ist mal eine Ansage. Schluss mit den Spielchen. Das will ich auch mal von der Frau hören. Ich finde schon raus, wer du wohnst. Also, wenn du dich zu mir ins Bett legst, dann kannst du das gerne machen. Ich war nur kurz unkonzentriert. Ach, so ist das, Schätzchen. Du bist ja wirklich die Sprücheklopferin von der League. Okay, wir haben die Presse am Haken und sind auf dem Weg zum Lagerhaus. Jetzt müssen wir nur zusammenbleiben und sie bei Laune halten. Wie lange müssen wir das hier noch durchziehen? 30 Sekunden vielleicht. Ich genieße das hier viel zu sehr. Und dabei fahre ich noch nicht mal selbst. Ja, also, Dein Wagen ist schnell, aber deine Technik ist erbärmlich. die hat Sprüche drauf. Das ist krank. Wir sind fast da. Nur noch kurz über die Brücke. Na endlich. Wenn die Medienleute diesen Ort sehen, fliegt die ganze Operation der Kopf auf. Das wird episch. Gott! Woher? Bring uns hier weg! Das ist eine Falle! Crash ein Parent, erreiche eine Garage. Jawohl, jetzt haben wir die richtig geile Truppe am Hals. An alle Einheiten. Wir haben eine verdächtige Person im Visier. Sie fährt ein Nissan Skyline. Woher wussten die, wohin wir fahren? Ich weiß, schaff sie uns einfach vom Hals. Die Westen zeigen das Lagerhaus, aber es ist leer. Sie haben sauber gemacht. Rivera, du bist tot. Du führst mich in so eine Scheißfalle. Oh, Scheiße. Die denken, wir arbeiten jetzt mit dem Bullen. Oh, du Scheiße. Wie werden wir diese Kerle nur los? Die League hat ein gutes Gedächtnis. Sie wird das hier niemals vergessen. Scheiße, das ist jetzt Kacke für uns. Da habe ich jetzt meinen Fun mit der Polizei. Wir brauchen den Wagen doch, okay? Wir kriegen wohl keine Einladung in die League. Ich hab mehr Angst vor dem Gefängnis. Schickt uns keine ab. Warum hast du Angst vor dem Gefängnis? Hier geht keiner ins Gefängnis. Wir schlafen halt beide im selben Bett. Da musst du keine Angst haben. Bruder. Ramm mich nicht so. Das werde ich noch wütend. Gut, dass du raus bist. Denn ich entwische euch gerade mit.
Huch! Ihr müsst den Gitter durch. Anhand von der Geschwindigkeit entkommen? Hat Torres uns reingelegt? Warum sollte sie? Fakt ist, sie wissen Bescheid und werden uns zum Schweigen bringen wollen. Genau wie jeden, der es noch wissen könnte. Shit! Lucas! Komm schon, geh ran. Er geht uns immer ran. Wir müssen zurück zur Werkstatt. Wir kommen hier nicht weiter. Die Verfolgung ist beendet. Ja, das ist in die Hose gegangen, auch von unserer Seite. Und ich weiß, was heute auch noch in die Hose geht. Lucas! Oh shit, nein. Hey, geht's dir gut? Ablame. Wir müssen ihn losschneiden. Was ist passiert? Wer war das? Das bin ich gewesen. Ich weiß nicht, was Sie hier vorhaben, Mann, aber hören Sie auf. Aus dem Weg, Süße. Ich fange gerade erst an. Bitte. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Lassen Sie ihn da raus. Ich habe gehört, dein Bruder soll früher ein echter Dolor en el Pulo gewesen sein. Aber du... Shit. Sie haben nichts getan. Ich bin's gewesen. Oh, ich weiß. Glaub mir, es gibt hier echt jede Menge Schuld zu verteilen. Jede Menge. Ihr zwei, ihr kommt mit mir. Es tut mir so leid, Lucas. Es tut mir leid. Okay. Hey, ich sag's nicht nochmal. Nein, bitte. Wohin bringen Sie sie? Wir fahren nur aufs Revier und unterhalten uns. Du bleibst hier. Was für ein Bastard. This game is such as sometimes. Yeah, that is really correct. Manchmal ist es wirklich scheiße. Wir kriegen das wieder hin. Jo, Sie sind am Revier vorbei. Wo fahren wir hin? Als Maul. Ihr. Ihr habt's entdeckt. Wie? Was meinen Sie mit wie? Sie haben uns reingelegt. Jemand hat geredet und ich will wissen, wer. Wir sagen Ihnen gar nichts. Denkst du, das ist ein Spiel? Spuck's aus! Sie wollen wissen, wer Ihre Plaudertasche ist? Wir sagen es Ihnen erst, wenn Sie uns gehen lassen. Oh, ihr werdet reden. Ich bring euch zum Reden. Und weißt du, wer dann dran ist? Dein dämlicher Schwachkopf von Bruder. Mal sehen, wie tough er noch ist, wenn ich seine beschissene Werkstatt in die Luft jage. Wie krass ist der Typ denn drauf? Lucas! Ja. Lucas, hol uns hier raus! Geht's euch gut? Lucas! Ja, alles okay. Hauen wir ab! Soll ich vielleicht fahren? Genau das dachte ich auch. Kommt! Sekunde, wartet. Bin gleich wieder da. Ich bin sprachlos. Was zum Teufel hat sie vor? An alle Einheiten. Officer benötigt Hilfe. Möglicher Unfall Acapulco und Blaze. Ich bin jetzt vor Ort. Shit. Officer am Boden. Anna, mach schon. Verdächtige versuchen zu flüchten. Aus dem Weg, Süßer. Ich fange gerade erst an. Ich bin sprachlos. Das ist eine geile Story. Wo können wir hin? Pass auf. Ich wüsste was in North Cloud Bank. Holt uns einfach aus Ärger raus. Der Wagen ist noch fertiger als ich. Oh, Hey Dex,
Ich brauche deine Hilfe. Okay, was ist los? Kannst du mit ein paar Freunden meine Wagen von der Casa Rivera nach North Cloudbank bringen? Klar. Sagst du mir auch warum? Die Cops suchen nach uns. Das heißt, wir können nicht mehr zurück. Die Schlüssel hängen am Haken. Ich schicke euch die Adresse, sobald ihr die Wagen habt. Ist Lucas bei dir? Ja. Okay, dann kenne ich den Ort. Wo zur Hölle fahren wir hin? Es ist sicher dort. Vertrau mir einfach. Scheiße, was für ein Move. Hier steht jetzt also Polizeieigentum? Torres! Dein Plan hätte uns fast umgebracht. Gebt mir einfach den Laptop und haltet euch raus. Ihr habt keine Ahnung, was da drauf ist. Also jetzt machst du mich neugierig. Gebt mir den Laptop. Wir melden uns. Was geht hier vor? Hier ist es? Was geht hier vor? Ich verstehe gerade null. Echt. Null. Das ist ja krass. Ich bin hier bestimmt schon 1000-mal vorbeigefahren. Was ist das für ein Ort? Jedes Mal, wenn wir zu Hause Stress hatten, bin ich hergekommen. Dann warst du echt oft hier. Seit Papis Tod nicht mehr. Lucas. Was ist passiert? Es gab ein Rennen. Es war nicht nötig, aber ich wollte immer mehr, weißt du? Also, die Cops kamen und dann war's das. Dann durfte ich jemanden anrufen. Papi ging ran. Ich war auf Streit eingestellt und hab mir überlegt, was ich sagen soll. Aber zum ersten Mal gab es kein Geschrei. Gar nichts, nur Stille. Er legte auf und 3 Stunden später war ich immer noch da. Ich habe gedacht, er will mich da schmoren lassen. Dass er mich leiden lässt. Ich war die ganze Nacht in dieser Scheißzelle. Und hab ihn innerlich verflucht. Ich habe ihm so viel Scheiße gewünscht, nur weil er mich nicht rausgeholt hat. Am nächsten Morgen kam mein Kopf rein und meinte, dass er tot ist. Direkt nach meinem Anruf hatte er den Infarkt. Ich hätte es dir erzählen sollen. Ach du Scheiße. Du bist nie drüber weggekommen? Nein, wie könnte ich? Lucas, du darfst dir nicht selbst die Schuld geben. Du kannst nichts dafür. Wenn ich doch nur früher aufgehört hätte, auf ihn gehört hätte. Es ist zu spät. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Also lebe weiter. Richtiger Da Gänsehaut draußen gibt's Moment. Leute, die uns zerstören wollen. Sie wollen alles kaputt machen, wofür wir stehen. Alles, was Poppy aufgebaut hat. Ich werde das nicht zulassen. Und du? Wenn wir sie aufhalten wollen, kann ich zumindest den richtigen Wagen dazu beisteuern. So gefällst du mir. Und der gehört auch zum Plan. Mercer hatte Aufnahmen von uns. Also gibt es auch Videos der Operation. Genug, um ihn zu Fall zu bringen und der League zu beweisen, dass wir nichts damit zu tun hatten. Ach, shit! Wir brauchen das Passwort, verdammt! Lass uns raten. Hat Mercer eine Katze? Das war nicht dein Ernst, oder? Oh, hast du eine bessere Idee, du Genie? Ich schon. Wartet hier.
Boah. Also die Story ist... Boah. Ich hab noch gar nicht was für zu aus den Socken gehauen. Krass. Heftig. Echt heftig. Wir haben jetzt unseren Wagen wieder. Ihr steckt in Schwierigkeiten? Dex, danke, dass du den Wagen geholt hast. Das ging echt schnell. Ist es was Ernstes? Hör zu, ich hol mir gerade Hilfe wegen eines Laptops. Wenn mein Kontakt so gut ist, wie sie behauptet, wirst du bald alles erfahren. Das wird jetzt richtig spannend. Na, dann sehen wir uns im nächsten Part.